Sie kommen natürlich. Mein Freund gerät Japanisch mit den Kindern. Für was? Zuerst sie ist die einzige da in Amerika. Sie hat damals Tate Mama in Tokio gehabt, eine Brüder und Schwester, in Cousins, ein ganz besprochen. Das heißt, keiner hat gehört Englisch. Das heißt, dass die Kinder unterhalten Kontakt mit dem Spruch in Japan und gemisst reden Japanisch. Ich habe bald von Anfang erkannt, dass zu kennen Japanisch ist gar nicht keine schlechte Sache. Hat Kyoko von Anfang an gerät Japanisch mit sich. Sie sind aufgewachsen, reden die Japanisch. Aber meinerseits habe ich gedacht, na ja, ist schon gut, sie reden Japanisch, in Englisch wollen sie aber reden für die Schule. Also wie ich bin weg in den Kindergarten, habe ich gelernt Englisch, aber in der Heimung geredet nur Jiddisch. Aber ich gedacht, na ja, amerikanische Kinder sehen sie, in Japanisch lernen sie. Was gewichtet sie? Gar nicht. Aber ich gedacht, dass ich sie geben Jiddisch. Aber ich von Anfang an geredet Jiddisch mit sie. Und von Anfang an, wie ich habe schon gesagt, hat Kyoko geredet Japanisch mit sie. Sie sind aufgewachsen, zweisprachig. Sie haben geredet beide Sprachen. Für sie ist es gewesen natürlich, also der Vater redet eine Sprache, der Mama redet eine andere Sprache.